Bonjour alle Gur, merci, dass der Astrid Lülling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlülling.lu gesinn erlauschteren. Dis Woche habe ich am Europäischen Parlament zu Brüssel eng wichtige Schlucht gewonnen. An der Kommission für Wirtschaft und Währung, eng von den wichtigsten Kommissionen vom Europäischen Parlament, aber besonders die wichtigste für Lützeburg, sind ich Rapporteur über eine heftig umstrittene Proposition von der Europäischen Kommission. Es geht darum, an der Proposition Mindestsätze von den Accisen auf Alkohol und auf alkoholischem Getränks 31% herabzusetzen. Das Mindestsatz gilt besonders für Bier und für Schnaps seit 1992. Für Wein ist der Mindestsatz 0. Memberstaaten von der Europäischen Union, die müssen den Mindestsatz anhalten. Sie sind aber frei, mehr Sätze zu praktizieren. 1992 hatten die Ministerin, die das dezidiert haben, gemeint, was die Mindestsätze für Taxisen Alkohol ginge festsetzen, da käme nur an nur zu einem Rapprochement von den Steuern an der Europäischen Union. Das hat aber nicht stattgefunden. Am Gegenteil, die Länder, besonders skandinavische Länder und Engländer, die mit ihren Steuern Alkohol 1992 schon weit über den Mindestsatz lungen, die haben während den letzten 15 Jahren hier Steuern nach immer mehr geschraubt. Unter anderem mit dem Argument, sie wollten den Alkoholismus bekämpfen. Auch da das nicht gelungen, bien au contraire, keine Länder sind so inkonsideriert, das ging bei lieber so noch dumm gesoffen, wie an denen, wo die Alkoholsteuern am höchsten sind. Die EU-Kommission hat aber gemeint, die Proposition für Taxisen Bier und Schnaps, besonders 31% herabzusetzen, die Proposition wird gerechtfertigt, weil die Sätze seit 15 Jahren nicht mehr erhöht wurden. Die Kommission hat doch gemeint, sie müsste mit der Proposition gegen Konkurrenzverzerrungen am Marché unique vorgehen, weil zum Beispiel die Engländer ihre Wein, Champagner, Bier und sogar ihre Whisky mehr billig auf Calais kaufen gehen. Hat sogar ein schottischer Kollege mal gesagt, der Whisky wird näher so teuer wie Schottland. Die skandinavischen Länder, die gehen ihren Alkohol mehr billig an Deutschland oder an die neuen baltischen Memberstaaten kaufen, auch die Finnländer besonders. Aber auch das als Quatsch, weil die mengen das für Konkurrenzverzerrungen, weil so gut, wenn wir gegen die Mindestsätze gingen hegen, wie es lo vorgeschlagen ist, da wären die Mindestsätze nach immer 5 bis 10 Mal mehr niedrig wie die exorbitant Steuern, die es in England und dann in den skandinavischen Ländern auf dem Gedrängs gibt. Nehmen wir auch gegen Höchstsätze festlegen, und da auf einem vernünftigen Niveau, da können den Rapprochement von den Steuern am Binnenmarkt bewirken. Aber das will auch keiner. Und 92 sind sie sich darüber auch nicht einig. Am Ministerrat, wo die 27 Memberstaaten müssen einstimmig dezidieren, da sind sie, das sind über 6 Monate am Gange gewesen, sich nicht einig über die Proposition von der Kommission. Lo hat eine Etude gefragt bei der EU-Kommission über die Auswirkungen von den Mindestsätzen. Weil die Situation ist, wie sie ist, da habe ich als Rapporteur am Europäischen Parlament vorgeschlagen, wir sollen die Mindestsätze einfach aufschaffen, weil sie ja a puncto Harmonisierung von den Steuern nicht bräuchten und noch nicht bringen werden. Für was diese Länder, Lützeburg gehört ja doch dazu, die Mindestsätze praktizieren, vorschreiben, sie müssten lo die Steuern praktisch ein Drittel heben, während die zu viel Steuern haben, munter so weiterfuhren könnten, und sich dann auch nach über die zu niedrigen Steuern
an denen andere Länder opregen a bekloen. Meng Proposition Mindestsatz einfach aufzuschaffen, die war natürlich revolutionär an Nachsuch vun enger sozialistischer Europadeputierten sogar als simplistisch bezeichnet gehen. Deputierte von den neuen Memberstaaten, besonders auch die ganz neu aus Bulgarien, Rumänien, die sind auf meiner Seite genauso wie die Kollegen aus meiner Fraktion, an erster Linie noch die Engländer, aber auch die Deutschen, die Österreicher natürlich, und noch die Franzosen, Spanier, Portugiesen und Italiener, die ja kein Interesse daran haben, dass die Steuern erhöht gehen. Ich habe das schlecht für die Mindestsätze auf alkoholischem Getränks also nicht herabzusetzen, mehr so aufzuschaffen. Die schlecht habe ich am Ausschuss für Wirtschaft und Währung knapp gewonnen. Mit 19 Stimmen dafür, 15 dagegen und 2 Enthaltungen. Lo gëtt awer de Bericht mat der Proposition an lo gëlt nach am Plenum an dat wär der Mä zu Straßburg sinn de Krich ze gewannen, dat heißt sicher zu stellen, dat so eng Majoritéit vun de 785 Deputierten fir dese Bericht stimmen. Dat werd net einfach gin, besonders wann die sozialistisch Steuerfanatiker versichern, des Accisen zu erhegen, also do dafür zu sein, was besonders auch Eisenbrauereien können Probleme machen, besonders auch die kleinen Brauereien. Ich muss aber auch sagen, dass mein Kollege, der Robert Goebbels, mir geholfen hat, an diesem Dossier eine Reihe von seinen Kollegen zu überzeugen, für nicht gegen mein Rapport zu stimmen. Sie haben sich enthalten, noch den Herr Goebbels hat das gemacht. Ich bin natürlich froh, dass ich überhaupt eine Majorität für diesen originellen Vorschlag gekriegt habe, was nicht evident war, weil auch die Liberalfraktion gesplickt war, weil aber die EU-Kommission am Gangen ist, auch nach einem neuen Vorschlag auszuschaffen, für Taxisen Diesel an den 27 Ländern zu vereinheitlichen. Als diese Wort für mein Bericht aber auch ein regelrechtes Signal, über das ich natürlich froh und stolz bin, wie gesagt, ich habe einen Schluss gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Wir müssen dann am Mai zu Straßburg gucken, ob ich dann noch eine Majorität auf meine Seite kriegen, für diesen Avis und den Ministerrat weiterzuleiten. Das ist so, dass man an dem Dossier alles, was Steuern angeht, da haben wir Einstimmigkeit am Conseil und an dem Fall hat das Parlament nicht ein Rapport aufzugehen an den Conseil, den hat zu beschließen. Wir haben aber ein Dir abgemacht, weil wir gesagt haben, sie sollte vielleicht nicht versichern, die Direktivzentren, da kriegen sie keine Majorität, also keine Einstimmigkeit, muss ich sagen. Das war auch an den letzten Monaten nicht der Fall, und sie können nicht daran denken, dass sie da 27 Stimmen für ihren Vorschlag kriegen, die Steuern zu erhöhen. Das ist so, dass aber vielleicht können Eis nur lauschen, einmal ein Code de Conduite ausschaffen, für das Rapprochement von den Steuern zu bewirken, da das eine Proposition, die auch an diesem Bericht gemacht wird. Müssen also damit aufwerten, was damit geschickt. So nicht, merci.